bei Dickrich TV. Haut vun der Marche International bei der Allerseerei an wieder gesit, hai as richtig eng Last die Freier Armeemarsch als ein Event, den immer Tausende vu Leiit aus der ganzer Welt unzählt. Decke aber dirft der Rekord wahrscheinlich gebracht gehen. Wir sind hier bei der Ravi-Station op der Gilstreffer Breck, wo die Marschere passieren müssen. Nicht nur für sich zu ressourcieren, sondern auch für sich zu batschen. Zahldote Polizisten und CGD-Leute dürfen Medaille und Uniform drohen. Dafür muss kontrolliert gehen, ob sie den Tour auch wirklich gehen. Das mit der Medaille können, besonders bei den amerikanischen Zahldoten, die das Jahr wenigstens zu 3000 kommen sind. Sie haben aber nicht die einzige Motivation. Participating for my family, because they couldn't come. So this is for them. Moi, je viens de Bellevaux et je participe on aime bien faire tout ça, l'ambiance qu'il y a et voilà, et ça fait du bien. Ich bin beim CGDs eine Pumpshow und wir müssen mitmachen, waren aber freiwillig immer gerne mit, für einfach die Natur zu genießen, mit Leuten zu sehen und einfach ein bisschen trippeln, sportlich bewegen, das ist immer gut. Das ist das nicht der erste Kehr? Nee, ich war schon letztes Jahr dabei, 10 Mal feiert sich und noch schon Pummel 20 gemacht. Ganz relax, easy. Man wüsste, wer heißt du, mehr immer mal lachen. Ich denke einfach zu sehen, dass wie viele Leute etwas machen, was die auch selber Spaß machen und einfach zu sehen, dass jeder das selber möchte und jeder ein bisschen motiviert, mitzuzählen. Ich meine, das ist für mich das Schönste. 1961 war die erste Marsch der Armee zu Dickrich, weil die Armee mit der Zeit immer mehr Missionen kriegt, als die Organisation 2015 und ein ASBL mit Armeeleuten, die verdrohen gehen, mit unterstützt dem Adjudant de Corps Marc Streng, den Marsch bis das letzte Jahr gelegt hat. Die Verbundenheit mit der Armee, die aus dem noch bis heute bestehen bleiben, auch von der Marche International ist. Dafür sind unter den Freiwilligen auch viel von ihnen zu finden. Das ist schon die dritte Kehr, wo ich mithelfen und immer froh, so viele Leute heute zu sehen und immer so eine flotte Ambiance. Ich bin immer froh, die Leute hier zu servieren, wie heute die Obst, dass sie Energie tanken und dass sie bis zum Schluss kommen. Sind da noch die nicht packen? Ja, aber sind aber viele, die nicht abgehen. Das ist immer tipptopp so. Ohne die viel Benevole bei der Marsch könnte das Event gar nicht aufgehalten gehen. Allein für die Ausschreibungen und Medaillenverdelung gehen ein 40 Leute gebraucht, die heute spedisch Stecker Marsatz sind. Geht lang dich, also es geht jetzt aber schon um 6 Uhr. Und ja, dann sind wir froh, dass ich noch was kann, aber trotzdem 10 Uhr kann heimfahren und ein bisschen schlafen. Für die Kontakt einfach mit den Leuten und motiviert einfach, dass für die Leute anzuschreiben, gesagt, wie viele Leute rum alle Jahre sind. Und ja, das macht einfach Spaß für zu helfen, wie gesagt. Und das ist auch neidisch. Der Andrang für die 57. Marche International war enorm. Im Moment konnten nur bei 10.000 Registrierungen gezählt gehen, immerhin rund 3.000 Amerikaner, 2.000 Lützeburger und 1.500 Holländer. Der Rekord konnte damals zwar nicht gerade gebracht gehen, und doch ist das ein grosser Succès für die neue Equipe rund um John Lanza, die Organisation des Jahr überholt hat und probiert mit neuen Ideen auch neue Wanderer zu kreieren. Wir haben das Jahr gesagt, so zumachst hier an eine kleine Party zu machen. Wir haben extra heute Abend eine Fautparty. Das sind Holländer, die holländische Musikgruppen, die wir haben in der Stadt viel geschlagen. Bei ihnen ist eine Fautparty, weil ich das kann, mir auch selber nicht kann. Also eine Party, wo man sich dann schrill umdehnt, so Flo, Gring, GL T-Shirt, da Boxen, wo sich ein bisschen verklebt. Und also, da kriegen Sie einen Preis von uns. Der Preis für Sie als von uns Toffis kriegen Sie ein gratis Marsch für nächstes Jahr. Ein gut Flasch Cremant für Lützeburg und ein gutes Sixpack Chabert. Eng Novel huet Leiit doiwwer aus vun de Logementer fir un Dalseerei brucht an nees zréck. Mi och oni Party sinn déi die mat gemach hun en zufriede mat dem, wat sie op der zweetgréisster Marsch an Europa Geburte kreien. Es sind 22 Kilometer getrippelt an war eng coole Erfahrung. Ich froh, dass ich konnte mitmachen. Ganz gerne, ganz bestimmt, ja. War gut organisiert, bin ganz zufrieden. Wo kommen Sie denn her? Wieso machen Sie hier mit? Ich komme aus Deutschland, Brandenburg, und ich wandere IML, schon seit Jahren.
Net das gut gegangen. Bo sie net net so gewinnt bloß so lang Merch mat zu machen, méi dat awer gut gegangen. Do bëssen Facefa geht awer gut. Kommt darum? Ja schmengen. Ja zu Klasse. Dëssen 71 Johalen Dickrche huet de Well schon seng 51. Marsch handelt sech a mechte Leiit Courage, dat jidereen et ka packen. Da je mat 20 schwäch krank. Duch me geschwoer, dat do packste an du gest 50 Schmolein mat. Lo geht bis 60 ja. Muss en Ziel ersetzen. Marsch international de die Kirch steet zur International Marching League gehéiert, muss en einfrankier mat gemacht hun. Egal ob iwwer 12, 20 oder 40 Kilometer, Schidereen vun all originalen Alter, Dief mat machen. Et Dir wie kommen, wéi engen gefällt, dat eenzecht wat de muss mat bringen ass gut Laun, fir zu summen zu marschéieren an noch zu summen unzukommen. Kewonner, dat es enger klenger 200 Leiitmanifestationun fir global 60 Joer haut eng riesig Entreprise mat bis zu 10.000 Leitginners. Ganz neu zu Dickrcher Sorten Mikrometfort den Gemeng ze Summen mam Geschichtemusee organisiert. Vu Mai bis August sollen hai bei Emol de Mond Workshoppen a Showen aufgehalle gin, wo denen de Mikro am Mittelpunkt steht. Den Ufang kun du bei Künstler Malegas am Zerner gemacht. De Lettzebuer Rapperin Sänger Malegas an Textrinne Sängerin Zana hun den Optakt vum Mikrometfort gemach. Mat engem Singer-Songwriting-Workshop an der Raller Kirch wat schon e bësse speziell war. Kommt waren lauter Leiit, dé sech fir Rap begeestren an noch scho selver munches Opweises hatten. Was hat de Beat du gemacht hues? gemacht. A well die Jung schon an der Mattia dra waren, konnte sie auch ziemlich sehr rund Essenz vom Chor gehen. C'est pas compliqué de faire de la musique, genre tu as des drums, tu as ta main melody et tu as tes vocals, voilà. Moi j'utilise Autotune parce que je suis un peu nul en chanter, donc j'utilise Autotune. Den Thomas Roland aus Center 2020 am Hip-Hop aktiv. Gleich an den nächsten 2 Monaten auf Spotify gouf 322.000 Mal gestreamt. Sein Künstler no Malegas hecht traurigen Tipp. Sein Freund hun ihn so genannt, weil ihn durch eng schwer Zeit gegangen ist. Musik war ihm eng Steib. Und so versteht ihr noch, ob was du könnt, für junge Leute wie hier am Chor runterzukommen. Du musst halt wirklich ein bisschen sicher gehen, weil an dem Alter bist du scheu, du findest alles ein bisschen peinlich und du musst ihnen weisen, ich studiere null, ich bin mega relaxed, ich verstehe, ich kenne Welt, ich verstehe Welt und dann ziehst du sie ein bisschen so ran und dann sagst du, ey, komm mal gucken oder was hast du da schon gerappt und hin hat halt Cash Elite, was du mal konntest weisen und da konnte ich das halt lauschen und da konnte ich direkt so, hey, wisst ihr was? Wir machen heute eine Session, wir holen das ab und da klingt das noch viel besser. Und da war ich schon, okay, interessant. Nu cam în școală mă că fă păstudă siganul nu fugă pe scapă de sură pe mă cum te bifă cu cheza mai puta si noră de frontul lui este rocua să sunt te pulă cabeça na lua bala zum teni pa boku butruta se spike na nya rapa to muka I ezm ta posto pula e so uga ba les riba nu kama zum na nya bula că bu me și cu nya turmă nya flues și ni suta pe buta dansa grama și droga riba de balanță ne crimi dezigrianță si rapa mă cum te bifă cu cheza mai puta si noră de frontul lui este rocua să sunt te pulă Simpel, weißt du, was ich meine? Ich bin raufgepitcht, so. Aber ich fand, das kostet auch, weißt du, das Film ist fucking, weißt du, was ich meine? Weißt du, skia, something, weißt du, man, gib Müll fucking Beat, bro. Das ist Drill, man, das ist aggressive, man, like, Für die Stunde natürlich muss ein Text kreiert gehen, was Lorraine Zana überholt hat. Hat es von einer Freundin inspiriert gehen, für seinen eigenen Text zu kreieren und zu feiern. Hat schlägt vier, ob Sachen aus dem Alltag zurückzugreifen, für Texte zu schreiben. Zum Beispiel über Chong, die Jung sie begeistert. Also für mich war es auch eine echte Kehr, dass ich zu einem Workshop lesen und ich war auch extrem froh. Und ich mag das okay, das war schon ein bisschen Challenge, weil sie am Endeffekt nie wird dann aufwärts laufen.
Mir schon mega flott fand ich von jeder war dran. Jederin hat sein Deal so gut wie er kommt zum ganzen Stück beigedrohen. Und ich war froh, dass sie aber motiviert waren, weil genau, das Wesen hat nie bei denen sich alles. Und mir gehen halt eine gewisse Energie, aber sie mussten die halt weiter drohen. Und weil bis zum Schluss sind sie aber 100% gehen und das als alle 2 mehr Erfolg gemacht. Fionalmewer waren an den Jonkenen Mega-Rapper, den dem Thomas richtig imponiert huet. Ich war mega überrascht, weil erstens mal den Artist, den wir hier hatten, hat alles aus dem Kopf direkt gerappt. Ich habe mit vielen Artisten geschafft. Ich habe noch nie einen gehabt, den einfach straight alles direkt, wirklich ohne Fehler, er hat alles One-Take gemacht. Das ist insane. Und er hat auf der Platz einfach Sachen direkt konnte rappen und das ist rach. Also das ist talentiert. Also, und Talent hat er nicht alltag. Und wenn er nicht für ein Mikro hat, dann weiß ich nicht. Und das spielt er nicht. Und ich persönlich bin ein Mensch, ich liebe Musik und ich merke, wenn ich Talent habe. Und ich war halt da mega excited. Und ich kann mein Excitement nie verstoppen. Voilà. Und das stößt doch un. So. Ich habe doch gemerkt, so, der feiert das, let's go, können wir machen das. 400 Kamera werden die 7 wie sech nennt zwar ziemlich schei, aber sichtlich happy von dem, was hier Haut geleiert huet. Sein Kollege trägt es für ihn aus. Ouais, c'était cool. On avait une bonne expérience. Ouais, genre on avait un texte et après il a chanté. On a fait le truc et ouais, c'est tourné bien. Ouais, c'est fini, on va faire le vidéoclip dans une semaine et ouais. Demno kann ich schon gespannt sein, was das nächste Mikro mit fortbringt. De Weekend vir mechte Mikrometwoch war am aronderen de Geschichtemusee och appes Mailers. Op de sogenannte Lumo-Days, op denen Altmuseen am Land gratis sinn, gouf Dekia am MHSD richtig viel Geburten. Vu Reimer-Workshoppen bis Künstleratelieren war fir jeder go appes dabei. Op de Lumo-Days probieren noch die dickrecher Museen immer extra Aktivitäten anzubieten, für den Museesbesuch zu einem richtigen Erlebnis zu machen. Am Militärmusee zum Beispiel gehen alle Jahre Ateliers zu den Themen Morsen, Dekodieren und Minen entschärfen aufgehalten. Etwas, das nicht nur Kanner, aber auch die solchen Touristen von den Campingen fasziniert. Ich kann den alles uppacken. Hier hast du zum Beispiel eine Plastiksmine. Die meisten Leute wissen nicht, dass es Plastiksmine gibt. Ne? Ganz schlimme Sachen. Ich fand die Mine sowieso immens interessant, was die Leute sich auch verlassen, für die anderen dort zu machen. Ich kann den alles uppacken, weil das alles entschärft. Als die Minespiele, wo ich eine Mine finde, wo ich Mine kann sicher nicht in Hockeypucken mit Metall drauf. Das kann nicht geschehen. Kann man halt so ein bisschen Angst, weil sie meinen, die gingen wirklich explodieren, wenn sie so packen. Das ist ja nicht so. Am Geschichtemusee Wadems stehen all Jahr andere Aktivitäten im Programm. Hier gibt verschiedene Animationen rund um Trämer, die ja am Musee selber eine Rolle spielen. Zum Beispiel ein Rallye. Das heißt, wir haben 4 verschiedene Stationen dann durch das Musee, die Kanada können machen. Also können hier auf 3 Stationen dann effektiv auch einen Stempel, aber wenn sie also Stempelkarte an den Moment komplett ausgefüllt haben, kriegen sie dann auch ein kleines Kado weiter. Und in diesem Fall halt ein Pimpa-Buch aus. Ein Pimpa-Buch wenn's der Pimpa-Ausstellung, die bis Ende Mai am Kulturhaus aufgehalten gouf. Neben dem bekannten gepunkten Hund aus Italien gibt es auch genug Aktivitäten draußen im Musee, wo unter anderem den Atelier Protégé Coopération SPL von Volz ausgestellt wird. Ich hoffe 19 Leute mit Beantragung auf Volltage als Künstler. Südfrieden schafft ganz individuell, wie ich auch so ein bisschen gesagt. Wir dann zum Beispiel Leute, die mit Aquarell schaffen, die nächsten mit Lack, wir haben Emprunten, noch Leute, die Skulpturen machen, wir haben ganz unterschiedliche Disziplinen, die da vertreten sind. Heute muss mit Farben, also meistens mit Bleistiftfarben, so auf schwarz oder weiß. Wir brauchen mit Acrylik oder so oder mit Bleistiftfarben, wo Farbe an, also farbig Bleistiftfarben und so, ja. Ich ein bisschen von allem ein bisschen. Heinst du manchmal auch ein bisschen Skulpturen, heinst du
an ja, die ich dann noch molen dann all die Teilten draschnitzen an. Ich gucke am Forum Internet so für so Ideen zu kriegen, aber sonst manchmal alles allein am Kopf. So komisch Menschen wie mir sind wir nennen an Musteren, wo ich halt so da gucken oder Blumen oder ich nenne also zum Beispiel bei dem ein Bild sind einfach das so wie am Waldall und dann gucken ich, wo alles so zusammen passt und dann kombinieren eine Stadt zusammen. Neben der Ausstellung hat Kooperation auch ein Atelier, wo ich konnte lernen, Pinbuttons herzustellen. Und die Jungkünstlerinnen Alexandra Radovic, Alina Edo haben mit Kunstworkshop und Live-Painting für viel Aufwieslung gesorgt. Am Anfang geht es mir an meiner Kreation, echt darum, meine Gedanken frei laufen zu lassen. Und genau, für mich den Moment zu holen, für einfach ja, mit mir selber zu sehen und für meine farbenfreien Ausdruck zu gehen. Über demst Lina Edo mir abstrakt mal zu aus Alexandra Radovic, ob der sich nur dem Wert Malerei ausmischt, aber bewegt sich dabei am figurativen Bereich. Sie sammelt ihre Anträge am Alltag und mischt Fotos, die sie als Referenz benutzt. Ich bin mega froh, dass ich gefragt habe für das Projekt. Ich mich mega. Ich fand der Voice Framing an dem Lina seine Art bestimmt abgestaltet gesehen, fand ich mega cool. Das schön hell auch, das sieht Bilder immer gut aus. Ich fand cool, dass ich Workshop-Böchter konnte gehen, dass ich heute Live-Painting machen und das ist aber so ein gemütlich rund aus für Leute, die da so kommen. Und auch wenn wir da nicht so mega an Teilen rausspielt, ist es aber trotzdem mega gemütlich. Wahrscheinlich, ja. Die Lumo-Days sind also immer eine gute Gelegenheit, Neues auszuprobieren und Ende und noch der bis davon, die Geburt zu realisieren. De Pecht Weekend zu Dickrech steht schon sonter ganz langem am Zeechen vum Beierfest. Der Philharmonie hire musikalischen Highlight am Park bei der Gemeng as e richchte Selbstläufer, Schene Kader, flotmusikalisch Animationun a Beier denemmen so fléist. Dat zit Leiit un a gefall. An der Seerei fällt sich de Sallose los mat den sportlichen Leute vun der Marsch international zurückkommen, meg den dat ganz dat vibriert lo immer méi hai. Auch den Chef Handball, den organisiert schon seit der langen Jahren immer am Pecht Weekend einen internationalen Tournoi für Junker, die Sportler von vielen Nationen auf die Krich bringt. Und das ist auch immer eine logistische Herausforderung. Samstag am Internat vun der Hotelschule an der Avenue de la Gare zu Dickrich. Eng Partie Handballerinnen vu Lützeburg installiere sich für den Girls and Boys Cup, den den Chef Handball schon über 20 Jahre organisiert. Die Last, Alessia, Lara, Emma, Alicia, hi. Ja, wir haben ungefähr die 160 bis 180 Leute, die wir müssen logieren. Wir haben die große Chance, dass wir heute die Hotelschule zur Verfügung gestellt kriegen von der Direktion. Da bin ich auch ein großes Merci. Dann haben wir auch noch 3 Equipen zu feiern leihen. Wir haben eine Equipe an der Fields, 2 Equipen zu Ippelding, zu Edbeck und auch an der Sporthalle, respektive am Scoutschale nach Equipe leihen. Wenn wir die Möglichkeit nicht hätten, heute zu dicker Schumann nicht, dann könnte man den auch nicht so organisieren. Wir befinden bei Ihnen in Fehler auf 9 oder 10 spätestens.
Für den Chefhandball ass de Pecht Weekend ëmmer nese Law am Limit, dé sech allerdings lohnt. Mam Girls Cup huet fir rund 22 Jor alle so gefang, direkt jo Drop gouf du noch de Boys Cup. Mat dem gët meeschten daru gefangen, grad wie mat dem Mixed Match vu jungen Amerikacher zu summen um Terra an Aktiun sinn. D'Ekippen déginnen mami international, wo mat sech den Chefhandball die en ze Schlötze bei ihrer Kipp och immer méi muss Drogin fir mat ze halen. Wir haben die große Chance, dass wir ganz viele internationale Equipen haben, die aus der Tschechei kommen, Slowakei, Ungarn, Italien, auch aus der nahen Grenzregion, Deutschland, Frankreich, Belgien. Was natürlich ganz flott ist für uns, dass wir gesehen haben, dass unser Turner auch am Ausland immer mehr belebt wird. Den Tourno ass mat Joren ëmmer wie Grouskinner ëmmer wie international, dat leit awer net leng Handball zweeten Dach no de Matscher getreie vollen Animationsprogramm ugeburten mat engem Flotteniesen op der Terras vun der Sportshall an Duno enger Karaoke-Show, wo sie viel Spaß hunn, as sech all besser kennenléiere kënnen. Och dat dreht zum Suse vun dessem Tourno bei. Net war gut, als all gut direkt von Anfang an gut verstanden, gut zusammen integriert. Ein kleinen Tour durch die Kirche gemacht, für sie kennenzulernen. War aber ganz gut, wir haben wirklich zusammen gespielt und waren immer zusammen bei ihnen. Wir haben Karaoke gehabt, gestern oben zu die Kirche behalten. Wir haben mit Italien zusammen gedanzt, mit Italien, mit Tschechien, wir haben alle zusammen gesungen, zusammen auf der Terrasse gedanzt. Alle guten zusammen am Abend. Ich bin aber ganz viele Freundschaften mit mir gemacht. Ich spreche auf seinem Turner sind immer Freundschaften. Die ganz viele Leute, mit denen dann auch den Turner immer gute Kontakt hat, die einen für den Turner schreiben, ob er sieht, die können zurückkommen. Für eine gute Chance zu wünschen. Ich bin immer froh, dass man dann zu denen hört. Und dann auch, wenn das vielleicht, wo man eine Equipe braucht, dass sie eine Equipe haben, dass sie auch im zurückkommen. Oni sie hai wie so Event allerdings net méiglecht Benevolen vum Girls an Boys Cup, Ären a Membre vum Club, die alles ginn fir dats den Tournoi Joer fir Joer ëmmer nees zu eng grosse Suse gëtt. Du sind immer froh, dat man viel Eltern hun die als hëllefen, Membre vum Verein, Spieler, Spielerinnen, och als Jung Spieler, Spielerinnen fir den Tournoi organisiert gëtt, die helft auch ganz viel mat, dat man dat alles kënne stemmen. Wir sind um de Klängen kommt die Organisation, aber wir dat müssen alles leng merken. Die Organisation ist noch viel erbig, da gibt es Tour nicht über die Bühne kriegen. Um dritten Tag geht es nochmal spannend für die Girls, die hier um einen Podiumsplatz kämpfen. Und tatsächlich geschieht etwas, wo man kein Gerechten tut. Dickrich kann sich gegen den Gegner aus der Belge behaupten. Die Fried ist enorm. Ich kann das noch immer nicht glauben, weil das war 9,9 und dann mussten wir 7 Meter machen. Ja, das war ganz cool. Dass alle Kippen von verschiedenen Ländern sind und am echten Leben ohne das Girls Cup hätte ich nicht mit sie spielen können. Und das ist sehr interessant, so mit sie zu spielen, andere Kulturen und so. Und auch die Anführung ist geil. War interessant, es waren starke Kippen dabei. Also wir haben alles gehen natürlich, aber es waren wirklich starke Kippen dabei, Nationalitäten, Tschechien, Slowakei, Slowenien. Es waren wirklich starke Kippen dabei. Es war aber interessant, diese Erfahrung zu machen. Dass wir mit der Equipe zusammen waren, dass wir die schönen Erfahrungen gemacht haben. So heute in Lützburg, wir spielen immer in die gleiche Kippe, und sind auch stark. Aber heute nein, du kannst ein andere Beispiel holen, weil sie es machen, weil sie spielen. Du kannst einfach nur Ideen holen und Tipps mitholen. Das hat Platz, dass du kannst mit anderen Equipen mitlehren für weiter auf dein Weg beim Handball. Sie ha jawer kënnen Chef U16 Handballerinnen nach net toppen. Tschechinnen vum DHC Sokol Poruba sinn einfach eng Nummer ze gross, a ginn als Gros Gewënnerinnen aus dem Girls Cup of 4. Aber sie bleiben bescheiden. It was really hard. Some teams were really on our level, so it wasn't so easy. But we win that, so it's good. I'm really grateful that we win this cup. I'm so proud of my girls.
Auch das Organisationsteam rund um den Danny Bierchen, also Mann, méi zufrieden über weitere gelungene Girls and Boys Cup mit einem nachmiheischen Niveau. Den Moment besteht ein Tournoi schon als Equipe von 8 Nationen. Ziel ist es geschwind bei 10 zu kommen. Den nächsten Tournoi geht schon an den Tag gefasst. Lohn Tournoi sind mal gut ein bisschen mit. Da muss man wohl ein bisschen Tonne lecken. Wir denken aber an 3-4 Wochen, da werden wir ein Briefing machen. Also da werden wir dann schon eine Ausschau machen, ob das nächstes Jahr für den Tournoi, da hat man schon einen Aufruf gekriegt von einem Verein aus Italien, die auf die Liste kommen. Das heißt, nächstes Jahr wird es sicher noch mehr Geld sein. Dann ass Ufang Juni eng neii Expo am Kulturhaus opgangen, deen sech unbedingt soll dukucke goen, wann en sech fir de Gesang interesséiert. Die eelste Choral vun Dickrchte Sängerbund gëtt hei an hireer ganzer Entwicklung gewissen, an du gëtt dem no Munches ze gesinn. Sängerbund ass auch 175 Geschicht vun se Schmatdeelen. Ich meine, die Cover huet immer e Message an huet immer Apps ze soen. Eise Message haut ass hauptsächlich, dat ma an enger Dach weltpolitischer verregter Welt liewen. Also ass de Schwaffen eise Stecker dann noch haut dementsprechend. Die heiert fir Dicht war the Wonderful World an Dono Bridge Yesterday. Voilà. Schon den Ufang vun der Inaugurationszeremonie fir d'Expo vum Sängerbund war beandruckend an huet gewiesen, wat dese Vereins an der 175 Joer verkiepert, Fred Sangen, wie auch Fred Liewen, Madeneen fir allem. An so erzählt d'Expo am Wandel vun den Zeiten och d'Geschicht vun de Sängerbund Membren. Die Ausstellung hei ass fir eis immens wichtig. Wir stellen heute den Verein vor, wir präsentieren den Verein, 175 Jahre vom Verein, nicht nur ein Vereinsleben, sondern auch Menschen, die während der ganzen Zeit am Verein sind, hinter dem Verein gestanden haben, Menschen, die diesen Verein gedrohen haben und geprägt haben. An noch immer hannen Dro stehen. Der Kulturchefe von der Stadt hat die kulturelle Vitalität vom Verein auch noch 175 Jahre auf hier gehoben. Gerade welche edukativ Bestrebungen geläuft, die nicht so wichtig wären. Der Kulturminister, den auch für das Expo de W op Dickrich von tut, weist sich für allem begeistert vom Benevolat, den er gelegt gouf, aget. Er konnte ihnen bei der Gelegenheit auch nach die frohe Kunde bringen, dass den Aktionsplan von der Regierung a Sache Benevolado gehol gouf an sie demnächst werden Haiener Därm gegraf kreien. Umso méi Keierassisen vun 2025 joch normal deitlich gemacht hun, dass Keier am Land alle goe Hëlle wirklich brauche. Dann si so Vernissagen so Ausstellung wie der heute natürlich ganz flott Moment, wo en et Geschichtsrevue passerieren Kalossen, wo en Foto gesäit, wéi demos den Ufang war fu so eng Verein, wo en net Statuten, net Geschicht vum Verein nach enke kann gesinn, dat so flott die Evolution dann noch ze gesinn, wéi so Vereine sech dann noch weiterentwickelt tun méi das Appes wat immer bleibt, mat der Entwicklung vun der Zeit, Gesellschaft scannert mé werden, dat mir gen noch op de Foto noch bei de Reden, die man loieren Apps immer bleibt, dat das Fredum sammeln an dat mischt wirklich Fred. Und dafür werden noch als Kulturminister wichtig, haut den neuen Teil zu sehen, eine große Merci zu suchen, für die viel gute Arbeit, die gemacht wird, für den Benevolat und voilà, mein großer Respekt auszuschwätzen. Auch weil sie so engagiert sind, dürfen die Inviten den Abend von der Inauguration auch gesanglich richtig verwindet. Die Equipe wird dafür von den früheren Sänger und Sängerinnen stimmlich unterstützt, für den großen Moment von Madenee war.
Et scheint wie wann dese Verein vun Ufang Gunn alles richtig gemacht hat, ugefangen am Gründungspap dem Dirigent Jean-Antoine Sinnen, den 1951 mat der Liedertafel den Ursprung vum Sängerbund besichelt huet. Und dann noch mam Dirigent Jos Kinsey, den der Verein 1952 fir d'Frauen opgemacht huet. Eppes fehlt awer doch. Jo wat fehlt dem Sängerbund nach dem Sängerbund fehlt Nowus wie Alchoral schmengen wann ich do dat annimmen, dann verstehen die aner Chorallen verstehe ganz genau, wat ich will soen, dass sie man schwer Nowus fannen. Und da das dat wat man an der Zukunft brauchen. Nowus, Leute, die gern sangen, die Fretunum sangen, die sich vielleicht auch noch gern ausbilden bis op gewissen Niveau oder auch net, aber sangen, Frohsinn, Geselligkeit. Das ist das, was der Verein ausmischt, und das ist das, was der Sängerbund ausmischt. Also, wie als Amateur, bei diesen geselligen Sänger und Sängerinnen geht ihr bestimmt mit offenen Nerven abgeholt. Auch am Autosmusik gët et Neits ze gesinn, d'Expoen am CNVH wiesle Jo Aljo Ramé, déier Diften Liebhaber vun englische Rennween op ihr Kachte kommen. Was an den nächsten Wochen zu Dickrich lebt, das könnt ihr am Agenda gucken. Für mein Teil wird dann Lommel noch ein bisschen von der Animation auf der Marsch international profitieren. Und die nächste Kehr, da beginnen wir erst dann auf der Plage zu Dickrich von der Welt. Bis dann, Adi. Feierlichkeiten für Nationalfeiertag fängt zu Dickrich den 17. Juni an mit der Militärparade Moyes op der Kloster. Den 22. August dann ass ab 7 Uhr Volksfest mit Familienanimation, Fackelzug an enger ganz neuer Drohnenshow mit eigens komponierter Musik. Den 23. Moyes ass nom Tudeum de Cortège vum Bottomat op d'Kloster, wo die offiziell Riet gehale gëtt. Duno invitiert Gemeng op den Apéro. De Weekend Drop invitiert de Sängerbundleit de ganzen Tag op Bachplatz an die Alkirch, wo ze Summe mat dem CM Nord, dem MHSD an den Dickrecher Soulschlüsselscher e grosse Gesangsdach mat diverse Workshoppen aufgehale gëtt. Auch den 27. und 28. organisierte Celtic Dickrich Stadion an der Rue Merten de grosse Nationalchampionat fir d'Jugend wo de Programm samstes Mittes 5:42 mam Hürdelauf start iet UNO die technisch Disziplinen wie Dreisprung, Speer an Diskusumprogramm stehen. De ganze Programm fand ihr op celtic.lu. Der 27. Juni ist vom Moes 10 bis 6 Eselsfestival gesot, neuersten Emplacement von der Verkaufsstelle Eselsfest vom Syndikat Initiativ, der arrangiert von der BEM innen bei der Sauerop gerichtet sind. Für den Lärm am Stadt kehr zu machen, wo an engem Sommerverkauf gesot ist, wird Gemeng auch nächsten Eselsrallye organisiert. Den 9. Juli dann ass de Startschoss fir all Dickrich mat der Paletexpo am Kulturhaus an eng flotte Sängerbundkonzert an der Allerkirch vulle zu beier Melodien am Mittelpunkt stehen. Den Tag gëtt nun Ningauer bei der Kirche op PV-Tasting vun den Dickricher Weifren gemach. Die Dechtroppers de gewinnte Programm vun All Dickrich, den ihr am alle Stadtker vun Dickrich erwart. Der 17. Juli dann gëtt bei der Sportsaal die zweite Edition vun der Neuer Plage lanciert, fir den Opening ass vu 7 Uhr rund
Band The Noisemakers programmiert, firrun ass d'Ouverture mat gratis Pat. Nief bisinn am freien a Beachvolleyball steet a bis de 14. August vill Animatioun a Vakanzefeeling um Programm. De selwechten David Plage gëtt de Forum International pour Flûte et Piano lancéiert, dem am Konzert d'Ouverture an Draller Kirche fängt. Zummerchoul fir professionell a jong Musiker dauert bis de 26. Juli. De ganze Programm fand ihr op www.forumflütepiano.com.